Soderle, jetzt habe ich mich aber erst einmal vom Giorgio verabschiedet und bin von München nach Wackersberg bei Bad Tölz gefahren. Denn da liegt der Beindelhof. Und die haben vor 7 Jahren angefangen, ihr Eis direkt aus dem zu machen, was bei ihnen gerade wächst. Und die Idee dazu, die hatte die Monika Knegel. Ja, diese junge Dame. Und die noch jüngere Dame, das ist ihre Tochter, die Helena. Ah, was sind das? Die sind aber... Das sind unsere Wildkirschen. Die sind halt ein bisschen kleiner und dafür ein bisschen herber, aber total lecker und super reif. Ja, probier mal. Gut. Das heißt, das ist ja einmal eine Zutat für ein Eis letztendlich. Genau, also die Früchte, was wir haben, machen wir halt unser Fruchteis. Also das wird so B. Ja, genau. Also wir haben unsere Kirschen, dann haben wir Johannisbeeren und dann im Herbst Zwetschgen, Äpfel, Holler. Aber immer Früchte der Saison eigentlich. Genau, das heißt, ihr macht Eis nach der Saison. Genau. Die gibt es halt dann, wenn es es gibt und dann nimmer. Aber unser Hauptaugenmerk ist ein Milcheis. Wir sind ein Biolandbetrieb und das sind unsere 20 Kühe. 20. Was Genau. geben die so im Jahr? Die geben im Jahr so 120.000 Liter Milch und 12.000 Liter davon, die wir für unser Eis verwenden, weil mit dem Sahne, mit dem Rahm kann man einfach super Eis machen. Ganz frisch in der Früh Sahne machen und dann Eis gleich machen. Eis. Weißt, die Milch und die Sahne und das Eigelb, das sind ja teure Lebensmittel. Und die Industrie, die spart gern an den Sachen. Ja, ist halt so, gell? Aber deswegen sind wir ja da, weil es da anders ist. Genau. Und jetzt zu deiner kleinen Eismaschine. Da habe ich jetzt mal eine Rezeptur runtergerechnet auf 1000 Gramm, damit du das nachmachen kannst. Da brauchen wir jetzt 300 Gramm Milch, 300 Gramm Sahne, weil wir machen ja nicht nur Milcheis, sondern ein Sahneeis, Eigelb, Zucker und dann nur Zutat. Und die holen wir jetzt davon. Was nehmen wir? Da, den Lavendel nehmen wir jetzt. Da brauchen wir jetzt an, aber da brauchen wir gar nicht viel, weil der macht so einen guten Geschmack. Das werden wir dann mit der Milch ein bisschen erhitzen, dass das Aroma von dem Lavendel reingeht. Da müssen wir probieren. Und dann machen wir das Eis. Oh ja, gut, das ist, ja, das riecht intensiv. Also du nimmst jetzt die 300 Gramm Milch, ein bisschen an Lavendel für den Geschmack, tust das aufkochen, dann abseichen, dann tust du 8 Eigelb rein, 200 Gramm Zucker, dann tust du das mixen und dann kommt, weil wir ja Rahmeis machen, 300 Gramm Sahne rein. Und dann tust du das kühlstellen und dann kommt es in die Eismaschine. Probier es einmal, hä? Ja, probier's einmal. Lavendeleis. Und schmeckt da? Schmeckt mir wahnsinnig gut. Das ist schön. Also erstens ist es wahnsinnig cremig. Ja. Aber ich glaube, das ist ja so. Ist beim Rahmeis so? Genau. Und dann ist der Lavendel, den muss man ja mengen. Ja, Aber der ist so fein, dass ich ihn mag. das ist schön. Ja. Ganz eine feine, blumige Note. Wer ist jetzt da auf die Sorten gekommen? Oder wie seid ihr überhaupt drauf gekommen, dass man Eis macht? In der Landwirtschaft ist es jetzt immer so rosig und wir haben noch einen zweiten Standbein gesucht. Und dann habe ich mir gedacht, ja, beim Eis braucht man Milch, braucht man Sahne, haben wir alles da. Also probieren wir es doch mit Eis machen. Und dann haben wir es ausprobiert. Und das wäre ja bei euch eigentlich auch gut angenommen. Das heißt, die Leute können herkommen und Eis kaufen. Und sie einfach die Becher nehmen, ja. Wie da drüben Sich die ist groß. passenden Sorten aussuchen. Wie viele Sorten habt ihr? Wir können über 100 verschiedene Eissorten machen, aber das heißt nicht, dass wir 100 verschiedene Eissorten immer da haben, sondern wir haben halt das da, was gerade aktuell ist. Biereis. 32%. Sie wissen ja, bei den Zutaten steht immer, also das, was an mehreren drin ist, steht ganz vorn. Das stimmt, gell? Was an mehreren drin ist, ist ganz vorn. Ja, genau. Richtig. Bier 32%. So, dann schauen wir mal. Biereis. Oh, das ist lustig. Biereis. Das schmeckt ja fast wie ein Radler. Also wenn es ein Biereis gibt, kann man was anderes auch mal probieren. Hä?